Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitwitch und zum neuen Kochvideo. Heute machen wir etwas mega einfaches. Also es ist A, mega einfach, B, relativ günstig, oder man kann es relativ günstig machen. Und C, nein, es ist nicht wahnsinnig gesund, aber es ist fein. Wir machen heute eine Art Cinque Pie, gerade den. Und wie man den macht oder wie ich den mache, das zeige ich euch jetzt. Und ich kann euch schon jetzt versprechen, es ist zwar nicht selber gemacht, aber ich werde euch ein Dessert noch zeigen, das ich bekommen habe und perfekt daher passt. Und ich bin gespannt sein, und es hat etwas mit meinen 1000 Abonnenten zu tun. Also bleibt dran. Aber jetzt wird zuerst mal gekocht. Für den Gratin brauchen wir zuerst mal gekochte Nudeln. Da könnt ihr eigentlich die Nudeln nehmen, die ihr wollt. Also ich habe am liebsten einfach etwas, so die Sauce sehr gut aufnimmt. Dann habe ich hier ein bisschen Cherry-Tomätchen, Kräuter, Tomatenpüree. Ja, ein paar Speckwürfel. Eigentlich würde es auch sicher nicht kommen, aber die würden wir sonst kaputt haben. Das wollte ich nicht. Und dann geriebenen Käse. Nudeln. Und dann noch ein bisschen Salz und Pfeffer und that's it. Mehr braucht es nicht. Als erstes tue ich die Nudeln und das Tomatenpüree so in der Pfanne aufkochen und immer schön rühren. Während die Sauce am Aufkochen ist, tue ich hier jetzt mal Speckwürfel und Tomaten dazugeben. Und das hier ist schon die Basis. Also wirklich mega einfach. Also, und Teigwaren sind gekocht, ich habe es hoffentlich gesagt. Also, zuerst Teigwaren kochen. Sobald die so wirklich so ein bisschen am Aufwärmen ist, tue ich aber schon so ein bisschen Gewürze, Knoblauchpulver, ein bisschen Paprika, Meersalz. Da ein bisschen von den Fleischgewürzen. Ihr könnt einfach das tun, was ihr wollt. Die Herdplatte abstellen. Und ich tue jetzt zum Schluss noch ein bisschen Schnittlauch rein. Für die Farbe. Und jetzt kann man, wenn man will, kann man es jetzt noch ein bisschen dicker werden, aber das muss nicht unbedingt sein. Wenn der Guss abgeschmeckt ist und nachher ist, einfach über den Teigwaren leeren. Mit Käse bestreuen. Und der ganze Spass kommt etwa bei 180 Grad in die Backofen. Das ist nur überbacken, geht etwa eine halbe Stunde minimal an, auch nicht einmal. Tada! Und jetzt muss ich euch das Dessert zeigen. I proudly present. Ta-ta-ta-ta! Ist das nicht geil? Ich habe eine eigene Torte zu meinem 1000. Abonnenten Zeug YouTube-Follower bekommen. Merci viel mal noch an dieser Stelle. Und da Jassi noch einen Gruß raus an Luca. Merci viel mal, ich habe so Freude. Es ist so herzig. Es ist mein Töpfchen hier drauf. Und hey, nein, ich habe so Freude. Und es schmeckt himmlisch. Es ist mega gäbig, während dem Film der Akku ausgeht. Dum, 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 dum. Häsi beim Aufnehmen. Jetzt bist du einfach im Video schon gleich. Hier ist der feine Gratin. Jetzt geht es nur noch ans Anrichten und probieren. Wirklich anrichten wie ein Volltreffer. Und zum Schluss geht es immer ans Probieren. So einfach, und so fein und so schnell. Ein bisschen weniger Teigwaren, Speck weglassen. Salat dazu. Zum Beispiel. Jeder hat das. Kann man jedem servieren. Sehr gut. Sehr einfach gut. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, auf weitere Videos. Ich freue mich für jeden, der schauen kommt. Und ich würde sagen, hey, bis gleich.